Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Mit Jünd als Eduard Giesbrecht. Welkom to deze serie van Ekran. Vandaag waar we waren wiedergehen met het thema van Feitmol. En zo stiefel heel weit deze programma werden op den Jugendkampement 2016 hier in Bolivien gefilmd. Dat werd van Impact Vertical organisiert en de reden wie Walter Niefeld. In Feitmol reden we over Beziehungen, oder wo Menschen, oder wo wir uns mit Menschen treffen, oder Gott mit uns. En vandaag geht das Thema wieder, wo wir uns kennen. Met den anderen treffen oder eine Beziehung mit Gott haben, muss sie gesehen worden. Een ander beeld wat God brukt, wanneer hij zegt, ik wil een beziehung te die hebben, dan zegt hij, ik zie dien brigom en du bist meine bruid. Dat hielt zich een beetje funnig, niet zo? Dat zegt God. Jezus is ons brigom en hij is waasgegaan, zoals het in Israël moet weer, wanneer de brigom zich verloofd had, dan ging hij was en de vrouw met die hij zich verloofd had, die deed zich rijden maken, wil ergens wanneer wo de brigom komen, met David heeft een ganze groep te spelen, zingen die. Ja? En dan moest de bruid rijden zijn en met allemaal traatje. Dan gaat het chast. En dat beeld brukt Jezus met ons. Hij heeft zich met ons verloofd. En hij heeft dat onderschreven am Kreuz met zijn bloed. Dat wij zullen zijn bruid zijn. En de Bibel redt immer weiter davon. Dan zegt Jezus, op eenmaal wordt er komen. Einzige worden reit zijn, andere worden niet reit zijn. En wie doen het goed? Wanneer we reit zijn, wil ons brigom komt ons afholen en je hebt de chast am Himmel. En je hebt een grote chast. Een zeer groot fest. De engel worden spelen. Jezus wordt dan met ons het oormol nemen. Hij wordt met ons op den wien drinken. Hij wordt met ons op dat broodbreedje. We worden ons vrij. En we worden springen en jochen en zeggen, halleluja, Jezus, we zijn die goud. Ja? En we worden alle in zijn oorms nemen. God heeft ons zo geschaffen, dat we ons verleven. Dat heeft hij aan ons neergelegd. Wanneer we dat richtig broeken, dann bringt uns das in eine sehr gute Zukunft an. In eine sehr gute Beziehung, wenn wir uns von ihm leiden lassen. Ja? Aber Gott hat das nicht bloß gemacht, damit wir zwischen uns, Menschen, uns verleben. Er hat uns auch dort gegeben, dass wir uns in ihm verleben. Weil er es in uns verlebt. Und dort ist was für uns, plattdeutsch redende, sehr schwer hier nennen will. Weil wir kennen mehr dort gesagt. Du sollst, du musst, und wenn du nicht tust, dann so. Und das verläuft seine von Gott in uns. Das ist was wir in unserer plattdeutschen Sprache nicht gut erklären können. Im Epheserbrief sagt die Bibel, dort er wacht auf seine Brut, und das Brutkleid soll keine geriese Plake haben. En de bruid zal niet zo uit zijn met zo'n val die je mir zegt. Hij wacht op de bruid en zegt, Fred, Jezus wordt komen. Niet zo, maar dat zal wel dat te trekken, maar dat zal wel dat beden. Ja? En je dijpt de ogen om kop en je lengt dit hier afhangen, dat is de vroomste mens. Nee, zo staat dat niet in de Bibel. So steht das nicht in der Bibel. Die gesagt soll Dache haben, die Augen sollen blitzen, wenn sie an Jesus denken. Er ist verleibt. Und er sagt, er wohne die Apostel, wer die umschieren hat. Der schiert hier, dort bannerst du von meinem Augen, sagt Gott in der Bibel. So, Gott ist in die verleibt. Und du? Du schickst ihm nicht mal an. Du reist ihm nicht zum Arzt. Du gibst ihm niemals einen Kuss. Du gibst ihm niemals einen Huck. Nicht. Nein, sind die verleibt. Hey, warten die.
Hij heeft dat huis al alles fijn gebuiten, al die bloemen die vallen, en de gardinen, daar hebben de engel jeden dag reingemaakt, en alles smaak, alles wat die veld is, alles door im Himmel, alles reit für die. Dat eten, dat vast is reingemaakt. En du sagst, das ist nicht, vielleicht weiß nicht, das bei mir was anderes ist. Ich habe das für eine Welt, was geboren ist. Hey, wart ab! Denk nu! Gott es en die verleift hij wel den Brigum seine, sagst du jo oder nee? Dann sagt Jesus, hier Johannes hat das auch abgeschrieben, sagt Johannes, Jesus sagt, ich sie dien Freund. In China leeft zijn vriend dollar als die zijn leven geeft voor zijn vriend. En hij geeft mijn leven voor mijn vriend. Halleluja. Is dat niet een fijn beeld? Hoe goed is dat om leven een vriend te hebben op dem du die verloren kannst? Dem du krijgt twee morgens onderop kannst. Ik kan je zeggen dat is zo veel waard. De Bibel zegt dat Freunde sind nur an uns als die eine Bruder, als die eine Schwester. Ein golden Freund zu haben, das ist viel, viel wert. Und Jesus sagt, er ist so ein Freund, dass er bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu geben. Sein ganzes Leben, den ganzen Himmel, alles, was er hat. Er ist bereit, mehr als das zu geben. Er ist bereit, sein Leben zu geben für seine Freunde. Dann sagt Jesus noch mehr, hier im Johannes-Evangelium. Und sie sind meine Freunde, wenn ihr dort tun, was ich ihnen sage. Dann sagt er wieder, nicht sie haben mich ausgewählt. Nicht sie haben sie ein andere wieder an mich verleiht. Ich habe sie ausgewählt, sagt er. Ich hatte erst nicht ausgecheckt. Jesus sagt, er hat das erste an sich gecheckt. Er hat gesagt, hey du, die Welt. Wenn wir das in der Bibel lesen, gut so, dann würden wir sagen, Gott hat übertrieben. So schlimm kann es nicht sein. Wieso wird so ein reicher Mann, so ein großer Gott, sich in so einen kleinen Mensch interessieren als sie? Der von da erst einmal gestorben, der so viel Sünde hat, der so viel schlechte Gedanken hat. Wieso wird Gott das tun? Ich kann dir das nicht sagen, wieso. Aber er hat das getan. Er hat das bewiesen. Er ist am Kreuz für uns gestorben, verrückt vor 2000 Jahren, weil sie wusste, wie das Brücke wurde. Dass wir am nicht würde treu sein. Dass wir nicht würde eine treue Brut sein. Dass wir am würde untreu sein. Das wusste er all. Und doch gab er sein Leben, damit sein Blut uns reinwascht, damit wir doch würdig sind, seine Brut zu sein. Und er uns Brigum und wie ewig mit ihm zu bleiben. Dort ist Gott sein Vorhaben mit dir und mit mir. Und wie der wir ja sagen oder nicht sagen. Wenn du nicht sagst, das am dort wei, dann wird er wieder am den Hort werfen. Wenn er weiß, dass du dann in eine schlechtere Gesellschaft kommst, als er ist. Dass du dann wirst in Situationen ankommen, wo die nicht wird Geld gehen, wenn du von am Wasch ist. Das weiß er. Und deswegen wird er hier das Beste geben. Aber wenn wir einfach so dickköpfig sind, nee, sei er respektiert das. Er wird uns nicht mit Gewalt nehmen. Was das zweimal das, unsere Beziehung zwischen uns und Gott, dort weit wie, dort ist der Sinn. Der Sinn, in diesem Fall ist es anders als zwischen Vater und Kind ab dieser Erde, weil es ab dieser Erde sind ja wie Vater und sind ja die Kinder. Ja? So, das ist nicht, dass die Kinder, vielmehr ist es, dass wie Vater unsere Kinder eine kranke Beziehung geben. Manchmal sind das auch die Kinder, wenn sie echt alle waren. Wenn sie kleiner sind, ist der Vater und die Mutter verantwortlich für die Beziehung, diese Abhör mit ihrem Kind. So, Gott übernimmt seine Verantwortung
Aber der Unterschied zwischen Gott und dem menschlichen Vater ist, dass Gott keine Sünde hat. Nur Schlechtes hat. Dass er bloß Gott ist. Das ist der Unterschied. Wenn wir dann Trouble haben mit ihm, dann ist bei uns nicht richtig. Nicht wie Gott. Er hat alles getan. Dann, mit wie am Spiel, hier bei am Hort, seine Wort trouble bei mir, dass das nicht gut dran zwischen mir und Gott. Was troubled du? Und dort sagt die Bibel, dort ist der Sinn. Der Sinn steht zwischen uns und Gott. Weil Gott ist heilig. Aber er ist so gut, dass er uns lebt mit unseren Fehlern und dass er bereit ist, die Folge, die Schuld von unseren Fehlern auf sich zu nehmen. Deswegen ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, um unsere Beziehung zu Gott zu heilen. Sie war da herstellen. Er starb an unserer Stelle. Und damit wir keine Vergebung haben in Versöhnung. Das sind zwei Dinge. Zwei Dinge. Vergebung ist, ich sage, ich verzeihe dir das. Es ist vorbei. Aber du gehst ihnen was, und ich komme ihnen was. Dann gibt es eine andere Staub, und das ist die Versöhnung. Die Versöhnung ist, wenn uns Hort trägt im Hort vom anderen. Und dann sind wir wieder eins. Ja? Und ja, viele Menschen, die sagen jeden Tag zu Gott, Gott verzeih mir meine Sünde. Aber in ihrem Hort tun sie sich nicht mit Gott versöhnen. In ihrem Hort sagen sie, Gott, warum habe ich diesen Trouble? Warum habe ich so eine Familie? Warum habe ich so einen Vater, so eine Mutter? Warum ist mein Bruder so? Warum habe ich diese Krankheiten? All diese Fragen, warum? Die klagen Gott an. Die sagen, Gott, du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Du bist schuldig. Das mein Hort ist nicht überein mit Gott. Wenn mein Hort überein ist mit Gott, dann kann ich sagen, Gott, Dankeschön für das Leben. Dankeschön, dass du mich so gemacht hast. Dankeschön, die Jungs sagen, dass ich ein Jung sehe. Die Mädels sagen, dass ich ein Mädel sehe. Dankeschön. Von daher wirst du Gott bloß um Verzeihung beten, dass er die soll für Gott holen, was schlecht wird in dein Leben. Oder willst du wählen, dass dein Hort trägt Gott sein Hort kommt. Dass du ein mit anwäschst. Dass du willst keine bei Gott auf der Schuld setzen. Und er die will keine Drehtchen. Sei mein Sohn, meine Tochter. Ich habe so nicht die gelehrt. Nu bist du gekommen. Nu wollen wir uns freien. Nu wollen wir ein großes Fest im Himmel machen. Sagt Gott, der Engel wurde feiern. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Viele haben diese Frage, ich weiß nicht, ob Gott mein Vater ist. Ob ich seinen Sohn oder seine Tochter sehe. Ich habe mal gebetet, ich habe mal eine Entscheidung gemacht, aber ich weiß nicht, ich zweifle daran. Weißt du, wenn wir zu Jesus sagen, kommen mein Hort an, hier. Ich nehme die an. Dann sagt Gott, jo, weil er hat all jo gesagt. Er sagt, wer ein Mädchen, dem schmiert ich nicht rüber. Wer immer von uns nur Gott kommt, den lässt Gott nicht satt. Den nimmt er an. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn das passiert, was können wir dann tun? Dann können wir am Beten, dass er uns fällt mit seinem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wenn der Geist Gottes an uns nennt kommt, dann sagt er unserem Geist, du bist ein Kind Gottes. So, wenn du dem Geist Gottes Ruhm gibst in dein Leben, dann brauchst du nicht mehr zweifeln, sehe ich oder sehe ich nicht. Weil der Geist Gottes, der gibt dir das Gewässer. Ja, Gott ist mein Vater. Als ich ihn sehen. Als ich seine Tochter. Er ist mein Vater. Das heißt der Geist Gottes. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran
Oder schrijf ons een e-mail naar ekran@gmail.com.